Herzlich willkommen wieder hier beim Helmut bei der Janka Filmschmiede. Heute gibt es was Leckeres und zwar auf der 57er Weberkugel. Heute kommt der Kumpel zu mir und wir haben uns entschieden für einen wunderschönen Schweinenacken, 1,4 Kilo, und den machen wir auf indirekter Hitze auf der Kugel. Webergrill, Master Touch. Was wir alles dazu brauchen für die Marinade. Wir werden den Schweinenacken impfen. Da brauchen wir zuerst einmal 200 ml Bier. Ungefähr 200 ml Bier. Da brauchen wir noch 1 Teelöffel, 2 Teelöffel Cayennepfeffer. Einmal. 2 Teelöffel, also 200 ml Bier, 2 Teelöffel Cayennepfeffer, dann von meinem Wildwestgewürz, das ist mein Lieblingsgewürz, da haben wir auch einen Teelöffel Daré, ja. Und Knoblauchgranulat, auch ein Teelöffel. Ungefähr, das geht nicht so gerade. So. Nehmen wir das schon mal weg. Das mixen wir jetzt. Ja, die schauen die schaumt genial. Und mit dem werden wir den Braten fleißig impfen. Das Ganze machen wir hier auf ein Gemüsebeet. Das heißt, wir brauchen eine große Gemüsezwiebel. Dann haben wir hier 3 Paprika, 3 Knoblauchzehen. Zum Marinieren brauchen wir dann einen Senf. Ich mag am liebsten den American Mustard Senf. Dann brauchen wir Stups Rapp. Also ich tue die ganzen Gewürze nochmal unten in die Infobox rein, in der Videobeschreibung. Und für das Gemüsebeet brauchen wir auch noch zusätzlich das Don Marcos Toskana Gewürz, ein sehr leckeres Grillgewürz, gerade was Gemüse betrifft. Ah ja, und einen Feta-Käse, den habe ich noch drin. Jetzt werden wir mal den Braten schon impfen. Ja, ich habe jetzt hier den schönen Nacken. Das ist ein sehr schönes Stück vom Metzger des Vertrauens, also nichts vom Supermarkt. Sehr gut durchwachsen. Also ein hervorragender Schweinenacken, so wie man es eigentlich wünscht. Und das Ganze tun wir jetzt mit der Spritze marinieren. Oh, ja. Der Tisch wackelt auch wie die Sau. Ja, das sind halt so Live-Pannen. Okay, versuchen wir das. Und den impfen wir jetzt richtig. Also den darf man schon schön ruhig impfen. Den pumpt direkt auf. Wenn es rausläuft, macht nichts. Es kommt dann in die Schale rein, wo der Braten drin liegt. Aber da wird er richtig schön saftig. Und das wollen wir ja.
Also Marinierspritzen kosten nicht die Welt. Gibt es bei Amazon. Also die sind richtig schön. Also Bier, 2 Teelöffel Scheibenpfeffer und Knoblauchgranulat. Also ein tieferes Gefäß nehmen wir beim nächsten Mal, sonst geht es mit der Spritze aufziehen schlecht. Ich denke mir, das reicht. Könnte noch mehr vertragen. Also theoretisch könnte man den so lange spritzen, bis die Marinade aufgebraucht ist. Aber das machen wir jetzt nicht. So. Schaut richtig gut aus. Gut, der Braten ist geimpft. Dann geht es jetzt ums Marinieren. Das machen wir dann mit dem Senf. So. Das tun wir richtig schön einreiben. Auf den anderen Seiten noch. Den kann man ruhig schön einreiben. So. Das ist ein richtig schöner Nacken, da kann man nichts sagen. Ein richtig schöner Schweinenacken. Also ich liebe diesen Stupsrapp. Wie gesagt, tue ich dann unten einmal für Pulled Pork, für alles kann man das gut verwenden. Die besten Raps hat meiner Meinung nach der Klaus grillt. Wenn die aus sind, wenn diese auch verbraucht sind, dann gibt es nur noch Klaus grillt. So. Die tun wir jetzt richtig schön mit dem Gewürz einreiben. Da braucht man nicht unbedingt sparen. Rund mal dumm. Ja. Hier haben wir noch weg. Normalerweise müsste man den jetzt ziehen lassen, so ungefähr 12 Stunden. Die Zeit habe ich halt nicht, 5 Stunden. 5 Stunden reicht auch aus. Den tue ich jetzt gar nicht groß einwickeln. Die lege ich dann gleich auf das Gemüsebeet drauf. Das zeige ich jetzt dann gleich im Video. Also Senf einstreichen, ist egal was für Senf, nur kein süßen. Und dann nehmen wir her einen guten Rapp und mit der Marinierspritzen, dann schaut der Braten nicht so aus. Also, den kann man ruhig jetzt schön einlegen. So, das war's. Wir lassen jetzt 5 Stunden ziehen und dann legen wir das auf das Gemüsebeet drauf. Also bis gleich. Ja gut, das ganze Gemüse habe ich jetzt geschnitten. Und den stinknormalen Weber, ja, der stinknormalen Weber Grillschale. Wenn die aus sind, da waren mehrere Stück dabei. Dann gibt es natürlich Edelstahl-Ding. Dann machen wir jetzt das Gemüsebeet rein. Da schneiden wir jetzt einfach grob
den Opinel. Schneiden wir so ganz grobe Stücke rein. Da geht es so genau. Einfach solche Stücke. Die können wir dann einfach da schon mal ein bisschen verteilen. Ja. Wird sowieso noch mit Wein aufgossen. Silvaner, trockener Silvaner, Weißwein. Aber nicht zu viel. So. So ein richtiges, kleines, feines Zwiebelbett. Ungefähr, dass der Braten drauf liegt. Dann schneiden wir noch die Dinge in grobe Stücke. Einfach vierteln, ein bisschen vierteln, das reicht knoblauchmäßig aus. Ja. Dann machen wir den Paprika noch. Das Kernhaus da mal wieder rauskratzen. Kann man drin lassen, viel gar nichts. Das weiße Zeug da, auch ich tue es immer raus, mir ist das so lieber. So, und den schneiden wir auch. Grobe, damit es ein bisschen schöner ausschaut, machen wir das so. Und das wird ein richtig geiles Paprika-Gemüse, so Gemüse, kommt dann noch Gewürze rein. Da schmeckt das ganz gut. Und das machen wir dann jetzt mit den anderen drei auch noch, 3 Stück. Dann kommt hier von den Don Marcos Toskana Gewürz noch was rein. Sehr empfehlenswert. Ungefähr 2 Teelöffel. 1 Teelöffel vom Wildwest-Gewürz. Also beide Gewürze unten in der Infobox drin. Und dann kommt ein bisschen Spritzer Olivenöl und Weißwein. Und dann schmeckt es ganz gut. So, das machen wir jetzt mit den anderen 3 auch und dann zeige ich euch, wie es fertig ist. Also bis gleich. Dann nehmen wir ein gutes Olivenöl her und ein bisschen Rapsöl gemischt. Und ein bisschen was vom Silvaner. Fangen wir einfach mal an. Ein kleiner Spritzer, nicht viel. Dann der Rest Olivenöl, da ist nicht mehr viel drin. Machen wir jetzt leer. Ungefähr 2 Esslöffel. 2 Esslöffel oder 3. 2. Nochmal 2. Gut, dann brauchen wir hier ungefähr einmal. Zweimal. Ja, geben wir noch ein bisschen was drauf. Dann 2. Und dann von dem hier. Also das Gewürz ist echt der Hammer, das müsst ihr mal probieren. Passt überall, Dutch-Ofen-Gerichte oder Super Rap in die Soßen rein. Da haben wir auch noch ein bisschen was rein. Das ist super. Und dann quälen wir das. Das ist so Schweinenagen auf Gemüsebeet.
So ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen mediterrane Art. Schmeckt saugeil. Einmal schon probiert. Und wenn dann mein Kumpel heute kommt, dann machen wir das. Gut, dann haben wir das da drüber. Das brauchen wir jetzt bloß ein bisschen zerlaufen lassen. Da tun wir nicht lang rum. Da kommt nämlich der Bratensaft dann auch noch dazu. Den werden wir so auf um die 70 Grad Kerntemperatur werden wir den dann garen mit dem Thermometer. Indirekte Hitze. Und der kommt ja auch noch drauf. Der Feta. Ein kleiner Touch Harissa, das habe ich vergessen. Aber nur optional, wer es mag. Ich liebe Harissa, das ist ein bisschen so ein gutes, scharfes Gewürz. Da hat man ein bisschen was rein. Das gibt einen sehr guten Geschmack ab. Ja. Dann haben wir hier den leckeren Braten, der ist jetzt ungefähr 4 Stunden durchgezogen. Oder 3 Stunden. Ne, 4 Stunden. Und den werden wir jetzt so reinigen. Wenn wir den Käse noch ein bisschen verteilen. Also einfach grob den Feta-Käse verleihen. Richtig schön verteilen. Also unbedingt einmal probieren. Das ist ein Schweinenacken auf die andere Art. Aber ich kann nur sagen, indirekte Hitze, Backofen, egal wo. Ich erwähne lieber den Weber-Grill oder einfach Kugelgrill oder Gasgrill mit indirekter Hitze. Da schmeckt es mega geil. Also bis dann zum Grillen. Ja, hier habe ich meinen 57er Weber Master Touch. Und was wir jetzt benötigen haben, gute Grillkohlen aus Kokosnussschalen. Halten sehr lange die Hitze, sehr gut auch für Pulled Pork geeignet. Anzündkamin, original Weber. Und was wir ganz zum Schluss brauchen, 20 Minuten vor Garzeitende, solche Woodchips, die da wir jetzt eine Stunde ungefähr in Wasser einweichen. Und dann kommen die zum Räuchern hier auf die Grillkohle. Das war es eigentlich schon. Wir haben schon alles soweit vorbereitet. So, ich werde das Teil jetzt anheizen und dann schalten wir wieder rüber in die Detailansicht. Bis gleich. Ja, leckeres Zweigelbier von der Oberpfalz, darf natürlich auch nicht fehlen. Zu zweit 5 Liter, das geht. So, läuft. So, mein Spätzle ist jetzt auch da. Liegt am Grillvergnügen, nichts mehr im Weg. Also du hast 5 Liter für 2 Personen. Die schmeckt saugeil. Gut, ja. Da machen wir extra mal ein Video, das kommt nämlich von der Oberpfalz. Zweigl, eine ganz kleine Privatbrauerei. Feines Tröpfchen. Die verteilen auf alle 2 Platten. Ja. Dann können wir hier hitzen. Kann man schön verteilen. Ja. Da habe ich noch einen Rest alte Kohlen gehabt. Die kann man auch verwenden, weil es wäre sonst eine Verschwendung. So. Dann indirekte Hitze. So. So, wunderbar. Dann den leckeren Braten, was geil ist, Weber-Thermometer zum Messen der Kerntemperatur.
Den stecken wir jetzt. Richtig schön in die Mitte. So. So schaut das ganz gut aus. Dann würde ich sagen, Deckel drauf. Und dann lassen wir die Temperatur hochfahren. Und jetzt stellen wir, müssen wir schauen, wir brauchen ja Schwein, das haben wir. Mittelwell, oh ja, sagen wir Medium, 71 Grad. Schaut gut aus. Jetzt hat der Braten eine Kerntemperatur 16 Grad, also roh schmeckt nicht so gut, also wir brauchen 71 Grad. Und da warten wir jetzt ungefähr eine knappe Stunde. Ja, wir haben jetzt ungefähr 200 Grad. Und ich schätze mal, auf 210 geht er hoch, das passt. Einer trägt die Verantwortung und der andere muss was tun. Genau, ich bin der Schufter. Also Prost. Prost. Das Wasser hinten. Also schmeckt sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Wer in der Nähe von der Oberpfalz wohnt, echter Zweigel, geil. Ja, die Woodchips, die lassen wir ungefähr eine Stunde da drin jetzt. Und die kommen dann auf die Kohle drüber. Da gibt es einen richtig geilen Dampf dahinter. Woodchips, original Jack Daniels. Kann ich nur empfehlen, das beste Räucherzeug. Prost. Übrigens ist der Daniel, gell? Ja, Oh, ja, lade ich halbe wieder. Trinke Zweigelbier dann. Punkt. Übrigens, es kommt aus Mütterteich. 95 666 Mütterteich. Geil. Ich tue den Link und die Infobox. Sau geil. Warte, damit ihr es gleich selber seht. Ich hoffe, das kann man lesen. Passt. Okay. Ja, eine Stunde haben wir jetzt den Braten drin. Oh, sieht ja sehr lecker aus, aber er dauert noch ein bisschen. Wir haben erst 50 Grad Kerntemperatur und 71 brauchen wir. Ja, und das Bier läuft auch. Oh ja, gut, passt. Dann würde ich sagen, wir schauen jetzt einmal nach. Wir haben jetzt eine Kerntemperatur von 66 Grad. 66 Grad und jetzt haben wir die Woodchips rein. Das zeige ich euch jetzt. Die haben wir jetzt eine gute Stunde einweichen lassen. Der Duft ist fantastisch. Die haben wir jetzt einmal rein. Jetzt schauen wir gleich einmal an, wie der Braten ausschaut. Wow, ist das geil. Ist das geil. So. Jetzt schauen wir mal noch. Eine Affenhitze drin. Da haben wir jetzt die Woodchips rein. Das ist schon ein herrlicher Duft. Das ist echt der Wahnsinn. Mega geil. Und jetzt machen wir zu. Und dann die Temperatur ein bisschen runterregeln. Machen wir überall halb zu. Und so lassen wir das die nächsten 10 Minuten dahin schmorgeln. Also bis gleich, bis wir den Braten richtig aufschneiden. Dann würde ich sagen, wenn es richtig smoked, zapfen wir noch ein halbes Jahr.
Der Duft ist einfach Wahnsinn. Also sagen, Prost. Geil. Und wieder draufdruck ist aus. Der Braten ist fertig. Sieht sehr gut aus. Das Thermometer pfipft, 71 Grad Kerntemperatur sind erreicht. Und ich würde sagen, das gute Stück nehmen wir jetzt raus und schneiden so. Jetzt schauen wir gleich einmal, wie Schmankerl ausschaut. Also wenn das kein leckerer Braten ist, dann habe ich ihn am besten. Also der ist wirklich mega geil. Und das gute Stück, das werden wir so schneiden. Ja, das gute Stück ist jetzt fertig. War ungefähr 90 Minuten auf dem 57er Weber Grill. Geruchstest hervorragend. Also schmeckt sau geil. Ich würde sagen, auf das gute Gelingen. Ich erst einmal einen Schluck. Also das ist echter Wahnsinn. Also das ist ein Schweinenacken vom Fenster. Ah, der blubbert schon. Und da schneiden wir jetzt einfach mal. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Da sieht man das Ganze von der Marinierspalzen. Und boah. Der ist saftig. Ja, das werden wir gleich mal probieren. Moment einmal. Schneiden wir gleich einmal so ein Stück runter. Saugeil. Wunderbar, schmeckt geil. Schön saftig und sehr gut im Geschmack. Hat funktioniert. Ja. Also wir lassen uns jetzt schmecken. Super essen. Das Gemüse ist super geil geworden. Also es hat was. Aber das Getränk ist fast noch besser. Ja, Flüssignahrung ist das Beste. Wir haben auch Veganer nebenbei. So ist es nicht. Also das war Schweinenacken auf dem Gemüsebeet. Schmeckt sehr geil. Nur mal ausprobieren. Die ganzen Gewürze schreibe ich unten in die Infobox rein. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Ja, Helmut, die Janka Filmschmiede. Und das ist der Daniel. Der will ich sagen. Servus, lasst es gut gehen. Wir gehen. trinken gleich nicht mehr, weil es echt zu gut war. Prost. Also ciao, servus. Danke fürs Einschalten. So. So, während die da Bier lassen, trinke ich mal. Oh, war das wieder geil. Affengeil. Saulecker. Also ich sag's euch, wie es ist. Bis der mal eine halbe rauslässt, dann weiß ich auch wieder. So schaut's aus. 5 Liter zu zweit, wir haben es fast besiegt. Das sind die Harten. Die Harten kennen Gott. Ja. Ist das geil, hä? Wunderbar. Ja, das hat doch was. Also, jetzt schalten wir aber endlich ab. Also, Servus. Danke fürs